Herzlich willkommen hier bei Alan Carr's Easy Way. Mein Name ist Martin Böhler. Ich freue mich sehr, haben Sie hier reingeklickt. Noch mehr würde es mich freuen, wenn Sie sich die paar Minuten Zeit nehmen würden. 3 wichtige Punkte vielleicht im Voraus. Erstens kurz zu mir. Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, was qualifiziert denn etwas zum Thema Rauchen sagen. In erster Linie ist es, ich habe selber knapp 20 Jahre geraucht. Ich habe diverse Versuche gemacht zum Aufhören. Meistens die Methode Willenskraft, zum Stil von «jetzt ist fertig, endgültig». Habe aber auch sonst fast alles, was auf dem Markt rum ist, durchgecatcht im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat ein paar Minuten, ein paar Stunden, vielleicht mal ein paar Tage angehabt, aber meistens war es Horror. Der Kaffee hat nicht mehr so geschmeckt, der Ausgang war nicht mehr so toll, nach dem Essen hat etwas gefehlt, ich war konstant mit einem Verlustgefühl unterwegs oder stinksauer. Oder bis jemand wieder gesagt hat, bitte rauch wieder, ich halte nicht mehr raus. So. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe vielleicht mal nicht geraucht, aber es hat sich schlecht angefühlt. Bis zum Schluss kann ich sagen, gut, nicht rauchen wäre grundsätzlich noch etwas, aber es muss sich gut anfühlen. Ich will mehr Lebensqualität und nicht weniger. Ich bin dann zum Glück über das Buch von Alan Carr in den Kurs gekommen. März 2003. Bin mit halben Depressionen in den Kurs gefahren und bin mit einem Gefühl von der Erleichterung wieder heim. Der Konflikt war weg, der Kampf war weg, das Verlustgefühl war fort. Das ist der wichtigste Punkt, der Weg, den Sie jetzt vielleicht vor sich haben. Ich bin dann selber auch einmal gegangen. Dann war es eine Ausbildung in Deutschland nach der Methode von Alan Carr. Also da schaut man sehr gut drauf, dass dort, wo Alan Carr's Easy Way draufsteht, auch Alan Carr's Easy Way ist. Dann gebe ich selber seit 2006 so Kurs. Es sind ein paar tausend Kursteilnehmer bei mir schon im Kurs gewesen, wo ich natürlich auch extrem viel Erfahrung sammeln durfte. Das heisst, ich behaupte jetzt mal, ich darf sagen, ich weiss, von was ich schwätze. Aber eben der wichtigste Punkt ist, ich bin den Weg mal gegangen. Darum kann ich hier anstehen und sagen, doch, das Ding funktioniert. Der zweite wichtige Punkt ist, es geht jetzt nicht ums Aufhören. Dort machen auch viele wieder den Fehler, dass sie im Gedanken bereits beim Aufhören oder noch schlimmer bereits beim nächsten Misserfolg sind, sondern dass sie jetzt gar nicht die Entscheidung treffen, ob ich aufhören, ja oder nein, sondern dass sie jetzt vielleicht mal die Entscheidung treffen, ich lasse mal zu, nicht mehr. Also, jetzt nicht aufhören, sondern ich mich mal darauf einlassen, ich mal zulassen und dann entscheiden Sie vielleicht, wenn Sie Lust haben, wieder zum nächsten Schritt. Aber noch nicht weiter. Dann der dritte Punkt. Absolut Ego. Also Sie dürfen jetzt mal absolut egoistisch denken, weil es geht jetzt nicht darum, was wollen die Gesundheitsfanatiker, was wollen die Moralapostel, was wollen die Kinder daheim, die Eltern daheim, der Partner daheim, was will die Gesellschaft, sondern es geht wirklich nur darum, was wollen sie. Das Thema ist ein bisschen verknurzt worden und das hat dazu geführt, dass die Raucher und Raucher mittlerweile denken, lasst mich doch einfach in Ruhe, schaut doch ihr für euch. Ich höre dann auf, wenn ich will und das ist auch absolut richtig. Das heisst, ich verstehe jede Raucherin, jeder Raucher, der heutzutage sagt, ich mag es nicht mehr hören, lasst mich einfach in Ruhe. Darum ganz ein wichtiger Punkt, es geht nicht darum, was die anderen wollen. Was wollen sie? Haben Sie sich bei der ersten Zigarette in Ihrem Leben wirklich bewusst dafür entschieden, 10, 20, 30, 40 Jahre zu rauchen? Ist das ein bewusster Entscheid gewesen? Ich nicht. Ich habe mich mal bewusst dafür entschieden, eine zu probieren. Das war mein Entscheid gewesen, aber ich habe mich nicht bewusst dafür entschieden, 20 Jahre zu rauchen. Wenn das bei Ihnen auch so war, dann sind Sie hier sicher mal richtig. Lassen Sie sich einfach mal darauf ein. Was ist die Idee von diesem Video? In erster Linie möchten wir Ihnen natürlich ein paar Informationen mitgeben über die Methodik, wie wir es angehen, vielleicht schon die ein oder andere neue Sichtweise, neue Denkansatz und im besten Fall vielleicht sogar einen Schritt machen. Und darum möchte ich Ihnen natürlich auch etwas über Alan Carr erzählen. Das ist der die Methodik ins Leben gerufen hat. Wenn Sie das Buch gelesen haben, wissen Sie es schon. Wenn nicht, möchte ich Ihnen, wie gesagt, etwas über seine Methodik erzählen. Die Methodik ist von Alan Carr, Kettenraucher von England, von London, entwickelt worden. 40 Jahre lang, 3 bis 4 Päckchen pro Tag. Auch bei ihm, wie bei vielen anderen natürlich auch. Jahrelanger Kampf, nie geschafft, hässig gewesen, Verlustgefühle etc. Und dann hat er von einem Tag auf den anderen plötzlich total einfach aufgehört. Der Kampf war wirklich weg gewesen. Und das ist das, was ihn dann faszinierte. Er hat sich plötzlich überlegt, warum ist es jetzt so einfach gewesen? Vorher immer ein Kampf.
Und das hat ihn nie in Ruhe gelassen. Und dann hat er sich mit dieser Thematik beschäftigen und hat eben dann herausgefunden, dass er gar nicht der Einzige ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass sie auch irgendwo in ihrem persönlichen Umfeld, ehemalige Raucherinnen oder Raucher haben, die haben einfach aufgehört. Wenn sie mit ihnen reden, sagen sie, ja, ich habe mal geraucht, dann habe ich einfach aufgehört. Es gibt sie. Und das ist das, was ihn fasziniert hat. Warum hat es einen kleinen Teil total einfach geschafft? Und dann hat er sich mit denen auseinandergesetzt, ein Gespräch gesucht und dann hat er festgestellt, dass die vor allem etwas gemeinsam haben, und zwar, sie haben mit einer anderen Einstellung aufgehört. Die sind nicht besser als sie, die sind nicht gescheiter, die haben nicht mehr oder weniger Suchtstrukturen oder was auch immer, sondern sie haben mit einer anderen Einstellung aufgehört. Und das Wichtigste ist, genau das können sie auch. Wenn es bei mir funktioniert, es geht nur um eine andere Einstellung gegenüber dem Aufhören einzunehmen, und das können alle. Das ist eigentlich das Wichtigste, was er herausgefunden hat. Dann hat er eben aus diesen Erfahrungen mit den anderen von sich selber den Kurs entwickelt. Mittlerweile weltweit Nummer 1 zum Thema Nichtrauchen. Wir haben über 50'000 Kursteilnehmer weltweit, gut 1000 jedes Jahr hier in der Schweiz. Wir sind Nummer 1 in der betrieblichen Gesundheitsförderung mit Nichtraucherseminaren. Wir haben mit fast 400 Firmen in der Schweiz schon zusammenarbeiten oder dürfen wir immer noch zusammenarbeiten. Referenzlisten finden Sie hier auf der Homepage. Wir sind vom Institut für Arbeitsmedizin anerkannt, von den meisten Krankenkassen anerkannt. Und ich würde sagen, das basiert vor allem auf einem Hauptgrund, weil das Ding funktioniert. So, dann möchte ich Ihnen auch noch etwas über die Methodik erzählen, wie wir es angehen. Wir sind hier im Hotel Crown Plaza in Zürich. Der Kurs ist gerade fertig gegangen. Wir hatten gut 15 Teilnehmer gehabt. Und wir verteilen am Anfang des Kurses an alle Teilnehmer immer einen Fragebogen verteilen, dass wir halt wirklich auf jede Person persönlich eingehen können. Darum denke ich, ist es eben gut, wenn ich gerade etwas aus dem Kurs erzählen kann. Die allgemeine Meinung ist, wenn ein Raucher versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, ist das meistens so die gefühlte Mount Everest-Bezwingung. Darum tun sich die meisten schwer, mit dem Thema zu packen. Darum sagen die meisten, ich höre den schon mal auf, aber weisst noch nicht gerade jetzt, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Und ja, das ist eben genau das, was wir ein bisschen anders angehen. Gut, in diesem Fragebogen, den wir heute verteilt haben, im heutigen Kurs, war auch eine Frage, was bringt Ihnen das Rauchen? Und ich nehme jetzt hier mal ein paar Antworten von den heutigen Kursteilnehmern. Die eine Teilnehmerin hat geschrieben, Ruhe, Zeit für mich. Ruhe und Zeit für mich, das ist ja ein Plus, das ist ein Mehrwert im Leben. Das ist etwas Gutes, etwas, das beruhigt, etwas, das Zeit schafft, ist etwas Tolles. Auszeit. Auch wieder, Auszeit ist ein Mehrwert, das ist ein Plus im Leben. Entspannung. Selbstverständlich auch etwas, was entspannt ist, ein Mehrwert. Das ist doch etwas Tolles, ist mir auch wichtig. Genuss. Selbstverständlich auch. Ich denke, das Leben muss genussvoll sein. Genuss ist ein ganz wichtiger Aspekt drin. Beruhigung. Auch etwas, was beruhigt, wieder etwas Tolles, etwas Wichtiges. Zufriedenheit, da ist ja das Wort Friede drin. Auch ein Mehrwert, etwas Tolles. Herunterfahren, auch wieder etwas, was mir hilft, ein bisschen oben runterzukommen, ist ein Mehrwert, ist etwas Tolles. Gewichtskontrolle, genau. Haben Sie vielleicht auch schon gehört, letztes Mal aufgehört, Gewicht zugenommen, jetzt rauche ich wieder, habe ich es wieder unter Kontrolle. Was haben wir gelernt? Das hilft mir, Gewicht kontrollieren, etc. So, die allgemeine Meinung ist also, es ist ein Mehrwert. Und die meisten sagen, liebe Raucherinnen, liebe Raucher, ihr solltet aufhören. Es ist ungesund und wir helfen euch über euer Problem darüber hinweg. Mit diversen Angeboten, sage ich jetzt mal. Der einzige Unterschied, wie wir es angehen wollen, ist, wir helfen euch nicht über euer Problem darüber hinweg, sondern das Ziel von unserem Kurs ist es, dass sie das Gleiche erkennen wie ich im 2003, und zwar, sie haben gar kein Problem, wenn sie aufhören. Also mittlerweile eindeutig ein Plus im Leben, von Entspannung bis Befriedigung etc. Witzig ist eben auch, wenn wir fragen, wie schmeckt Ihre allererste Zigarette, dann kommen Antworten wie grusig, schlecht, husten, eklig,
grusig und Husten, unangenehm, Schwindel, Übelkeit, grusig, nicht so gut, also schlecht, also ein eindeutiges Minus. Und das ist etwas Interessantes, genau das schauen wir an. Wie kann ein Produkt, das nichts für sie tut, sie haben sie nicht gebraucht, heute glauben sie, sie brauchen sie. Sie glauben, dass sie irgendetwas für sie tut. Und das Tolle ist, macht sie nicht. Rauchen ist eine Illusion. Auch hier wieder, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, höre immer wieder, ich bin ja viel unterwegs und dann sagen die Raucher immer, ja, aber wenn ich jetzt eine rauche, sie entspannt mich ja schon ein bisschen. Aber wenn ich eine Zigarette ein bisschen entspannen würde, dann würden ja ganz viele Zigaretten viel entspannen. Dann wäre ein Kettenraucher der entspannteste Mensch auf Erden. Und das ist er offensichtlich nicht. Jetzt werden Sie aber sagen, ja gut, aber jetzt nach dem Film gehe ich raus und einige rauchen und oh, aber sie entspannt mich schon ein wenig. Und genau das schauen wir an. Was entspannen sie? Oder besser gesagt, wer entspannen sie hier? Weil die Raucher und Raucher entspannen nicht sich. Nein, sonst hätten sie keinen Stress. Sie hätten keine Beziehungs-, keinen Erziehungs-, keinen Arbeitsstress, wenn Zigaretten sie würden entspannen. Aber wer sie entspannen, genau den werden sie im Kurs kennenlernen. Interessant. Sie werden nach dem Kurs Rauchen in der Tiefe wirklich verstehen. Sie werden die Illusion verstehen. Und wahrscheinlich geht es ihnen wie mir nach dem Kurs, dass sie rauskommen. Es ist wie ein Zaubertrick, wie eine Illusion. Wenn ich jemandem die Illusion erkläre, denken sie nur, wie habe ich da darauf hineingehen. Ich bin aus dem Kurs gekommen und gedacht, wieso habe ich das nicht selber gesehen. Gemütlich, mit genügend Rauchpause. Bei uns gibt es sogar gratis Zigaretten. Also wir gehen es wirklich total anders an. Was hätten sie zu tun? Eigentlich nichts. Reinzukommen, Käferli schnappen, anhocken, zuhören. Das ist alles. Sich einfach einmal darauf einlassen. Noch einmal, wir gehen es total anders an. Wir schauen nicht an, warum sie nicht rauchen sollten. Das wissen sie selber. Wir schauen an, warum rauchen sie. Dort ist die Lösung. Oder noch einmal anders gesagt, seit ich den Kurs gemacht habe, sage ich mir nie, ich darf nicht rauchen. Ich darf, aber es macht keinen Sinn mehr. Ich habe keinen Grund mehr, um mir wieder eine anzuzünden und dann wird es einfach. Eine Frage, die auch immer wieder gestellt ist, sehr viel gestellt wird, für wer ist der Kurs? Ist der Kurs etwas für mich? Ich kann Ihnen vielleicht zuerst mal sagen, für wer der Kurs nicht ist. Also wenn Sie sagen, ich finde das Rauchen etwas wirklich total Tolles, ich bin überzeugt, das mache ich den Rest von meinem Leben, doch, also die meinen es wirklich gut mit mir, ich kann das meinen Kindern empfehlen, also Rauchen kann ich von Herzen sagen, ist etwas Lässiges, dann ist der Kurs wahrscheinlich nichts. Aber dann gehe ich mal davon aus, würden Sie wahrscheinlich das Film auch nicht schauen. Viel wichtiger ist vielleicht noch die zweite Gruppe. Das sind die sagen, juhui, nicht rauchen, das fühlt sich super an. Dann ist der Kurs wahrscheinlich auch nicht für Sie, weil dann haben Sie schon aufgehört. Das heisst, der Kurs ist für die noch unsicher sind. Der Kurs ist für die noch im Konflikt sind. Also wenn Sie jemand sind, wie ich einer war, der sagt, ja, eigentlich würde ich ja schon gerne aufhören, aber irgendwo rauche ich doch gern, dann ist der Kurs perfekt. Oder eben, wenn Sie sagen, ja, stimmt, ich habe mich eigentlich bei der ersten Zigarette in meinem Leben nicht bewusst dafür entschlossen, 10, 20, 30 oder 40 Jahre zu rauchen, dann ist der Kurs optimal. Oder wenn Sie sagen, ich höre dann schon mal auf, aber glaube noch nicht jetzt, aber vielleicht schon, aber ich weiss es noch nicht genau, dann ist der Kurs super. Um genau das geht es. Darum läuft sie noch nicht rund, weil sie sind noch im Konflikt. Und das hat ja der Kurs zum Ziel, den Konflikt wegzubekommen. Die meisten machen den Fehler, dass sie sagen, ja, ich komme dann schon mal in den Kurs, wenn ich so weit bin. Aber wenn sie so weit sind, brauchen sie den Kurs nicht. Ich komme dann, wenn es Klick macht. Ja, wenn es Klick macht, brauchen sie den Kurs nicht. Der Kurs macht Klick. Das ist ja die Idee davon, dass es stimmig wird, das Verlustgefühl wegbekommen. Oder auch wenn Sie jemand sind, der sagt, ich würde noch gerne aufhören, aber die Besonderen würden vielleicht schon noch gerne rauchen. Dann passt es wunderbar. Dann höre ich natürlich auch immer wieder, ja, ich schaffe es doch allein. Für was brauche ich einen Kurs? Das ist richtig. Die Wahrscheinlichkeit ist absolut gegeben, dass Sie es allein schaffen. Aber wenn Sie es dank dem Kurs doch vielleicht ein bisschen früher schaffen, vielleicht ein bisschen einfacher, sogar noch kostengünstiger, könnte es doch Sinn machen. Schauen wir noch bei der Investition an.
Also sie schaffen es allein. Man weiss aber heute, jemand, der es allein versucht, braucht mehrere Anläufe, die sich meistens über Monate und Jahre hinwegziehen. Und genau das kostet mit der Zeit Vermögen. Warum nicht einfach? Was müssen Sie investieren? Wenn Sie das Video über das Firmenprojekt anschauen, was Kosten angeht, nichts. Also grosszügiges Angebot für Ihren Arbeitgeber können Sie eigentlich gerade wieder vergessen. Ein weiterer Punkt ist Zeit. Das ist richtig. Der Kurs kostet Zeit. Und jetzt machen sich dort aber auch sehr viel nicht ganz realistische Überlegungen, dass sie sagen, ja, wenn ich den Kurs mache, muss ich Zeit investieren. Wenn ich weiter rauche, investiere ich keine Zeit. Und das stimmt nicht. Das Rauchen hat mich pro Tag 1 bis 2 Stunden Zeit gekostet. Also die zielgerichtete Frage ist auch hier wieder, die ehrliche Frage ist wieder, nicht muss ich Zeit investieren, sondern investiere ich Zeit weiterhin in die oder investiere ich jetzt mal Zeit in mich? Aber Zeit müssen Sie sowieso aufwenden. Allein 2 Stunden rausgehen. Immer wieder schauen, wann können Sie wo rauchen. Dann Zigaretten organisieren. Immer schauen, dass man Zigaretten dabei hat. Das ist Zeit, das ist Aufwand. Also Aufwand haben Sie ein Stück weit sowieso. Warum nicht einmal in sich? Noch ein weiterer Punkt ist von der Investition, ist richtig, Sie müssen Energie aufwenden. Wir sagen die Leute, ja, aber wenn ich aufhöre rauchen, dann muss ich etwas dafür machen. Das ist richtig. Aber wenn Sie weiter rauchen, machen Sie auch. Das stimmt nicht, dass weiter rauchen keine Energie kostet. Also auch hier wieder die ehrliche Frage ist nicht, tue ich jetzt Energie aufwenden in das oder nicht, sondern investiere ich Energie in mich. Und wie gesagt, ich bin halt jetzt noch von der alten Schule, die sagt, die Investition in sich selber ist eine der besten Investitionen. Weil wenn Sie es nicht machen, macht es wahrscheinlich niemand. Energie, wie habe ich mich gefühlt? Jetzt gehen Sie vielleicht noch draußen rauchen. Die eine Stimme sagt, oh, endlich. Und die andere Stimme sagt, bis nachher, in einer Stunde, 2 Stunden, wir sehen uns schon gleich wieder. Das ist doch Energie. Und dann das ewige schlechte Gewissen, weil irgendwo habe ich doch gewusst, was ich mache. Weil ich bin ein halbwegs vernünftiger Mensch und ich habe die Stimme in mir drin, die sagt, Martin, was machst du da? Oder spätestens, wenn ich mit 40 Grad Fieber unter dem Dampfabzug gestanden bin und mir eine reingezogen habe und es ist gegangen. Und dann bin ich die Hände waschen und in den Spiegel geschaut und dachte, Martin, was stimmt nicht mit dir? Was ist los mit dir? Das ist doch Energie, die ich aufgewendet habe. Und ich bin dankbar, habe ich mal ein bisschen Energie ins Nichtrauchen investiert, eine der besten Investitionen gewesen. Gut, und ein letzter Punkt, und ich denke, das ist der wichtigste, weil so im persönlichen Gespräch sagen die meisten Rauchenden sagen, ja, eigentlich ist es nicht das Geld, das weiss ich ja. Eigentlich ist es auch nicht Zeit, das weiss ich auch. Und dass ich ja Energie investiere, dass mir Energie kostet, weiss ich ja eigentlich auch. Aber was ist, wenn ich es wieder nicht schaffe? Sie sind, wie gesagt, die Gedanken bereits beim Misserfolg. Und das ist richtig. Vielleicht braucht es ein bisschen, ich will jetzt nicht gerade sagen Mut, aber vielleicht braucht es ein bisschen mal eine Entschlossenheit, das Thema anzupacken. Aber auch hier dürfen wir wieder sagen, weiter rauchen. Weißt du, machen Sie auch etwas. Die Frage ist, was tun Sie für sich, was tut es für Sie? Und das ist richtig, fürs Nichtrauchen muss man vielleicht auch mal etwas machen. Aber auch hier dürfen ich sagen, ein bisschen Entschlossenheit. Und hier wieder ein wichtiger Punkt, die es auch geschafft haben, ohne irgendetwas, die haben eben auch mal einen Entscheid getroffen, die haben das Thema auch mal angepackt, die sind vielleicht auch noch ein bisschen unsicher gewesen, sie haben auch keine Garantie gehabt, aber sie haben es mal gemacht. Und darum haben sie einen Erfolg generiert. Ich hoffe, ich kann Ihnen ein paar Informationen weitergeben, im besten Fall vielleicht bereits ein paar neue Denkansätze, neue Sichtweisen zum Thema. Und ja, was könnten Sie daraus herausnehmen? Das müssen Sie logischerweise natürlich selber wissen. Sie könnten mal sagen, okay, ich packe es noch einmal das Thema generell an. Hier wieder wichtig, möchte ich mich erinnern, ganz am Anfang der Punkt, wo ich gesagt habe, nicht die Entscheidung treffen zum Aufhören, sondern jetzt vielleicht, wie gesagt, wieder ein kleines Schritt, die Entscheidung treffen, ich packe das Thema an. Das sind einfach 2 verschiedene Paar Schuhe. Wie auch immer, wenn Sie es mit uns machen, freut es uns natürlich sehr. Wenn nicht, wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg. Oder Sie können ja mal sagen, ich rufe EasyWay mal an, ich investiere mal 5 Minuten in ein Telefon, ich will noch ein bisschen mehr wissen. Das ist auch bereits ein kleiner Schritt. Oder Sie sagen, mal, was der erzählt, macht eigentlich noch Sinn, ich kann nichts verlieren, ich gehe mal vorbei zuhören. Und dann ist eben auch wieder wichtig, nicht die Entscheidung treffen, ich gehe in das Seminar aufhören, sondern ich entscheide mich, dort mal vorbeizugehen, einen Kaffee zu holen
und einmal zuhören, nicht mehr. Egal wie, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, haben Sie zugelassen, wünsche Ihnen alles Gute und ja, vielleicht auf ein Wiedersehen. Besten Dank.